Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ja, jetzt gehen wir wieder noch Lean Square und zum Hua. Und los, mach's. Großartig. So, ich glaube, ich rette mal ein bisschen mit den Leuten einmal. Okay, ihr geht's wunderbar. Und dann ist ja alles gut. Vielleicht einfach mal mit der Light wieder ein bisschen schwätze. Vielleicht bringt uns das ja weiter, dass wir da durch können. Mit derer, also mit alle, die vielleicht Gehändler sind. Die sollten jetzt soweit sein. Das klingt noch Spaß. Los, Chrono. Ja, sehr schön. Wir mussten einfach noch mit einer Person sprechen. Haha. So leicht kann es manchmal sein. Halt mal der Gaula. Ich will ein bisschen Gutzler haben noch. Ja, hier ist das Mädel. Kriegst halt noch Gutzel. Ja. Gib mir nur ein paar Sekunden. Gib mir doch nur eine Sekunde. Ja, du darfst hier gern futtern, was du willst, Mädel. Hi, ich hätte das ganz gern, du. Aber sicher, junge Frau. Hihihihi. Danke fürs Warten. Danks vor allem, ne? Vor lauter Thanks. Danke fürs Warten. Okay. Taban, das ist der Vater, ne? Komm als her. Für alle von euch, die die Zeit und den Mut haben, unser Superdimensionswarp ist die Erfindung des Jahrhunderts. Um es zu benutzen, einfach hierher springe. Und dann wärst du hierher teleportiert. Das ist das Meisterstück von meiner wunderschönen Tochter Luca. So präsentiert sie sich auch schon mit ihrer dicke Brillegläser, mit ihrer Link-Bommelmütz. So, da rennen wir nochmal mit dir. Probier's doch mal, Kind. Ah, du bist so Chrono. Und was ist mit dir? Guck doch mal die Brillegläser von dem Mädel an. Okay, ja, das ist halt ziemlich dick. Das spricht auch davor, dass die ziemlich klug ist, denke ich, ne? Wenn wir so in Klischees denken. Lukas Erfindungen funktionieren nie richtig. Was ist mit dir? Moment, ich soll doch mal die Rückseite vom Mond sehen, bei den Erfindungen da. Und was sagst du? Oh, Chrono, wo warst du dann? Keiner will den Teleport ausprobieren. Wie sieht's denn mit dir aus? Das sieht nur Spaß aus. Ich werde zugucken, während du es probierst. Oh, ja, natürlich. Du hast erstmal mich hier als Versuchskaninchen Hupser. Ach, geh einfach mal auf den linke Potsch drauf. Ja, waren ihre letzten Worte an mich. Und jetzt? Alle Systeme sind an. Der Energietransfer fängt an. Und? Ach, mach Sache, das hat ja funktioniert. Wow, das war ja klasse. Oh, das hat wirklich mal funktioniert. Und ich habe nicht irgendwie einen dritten Arm oder mir fehlt nicht irgendein Körperteil. Wie war's dann? Magst du nochmal? Probiere? Ich weiß ja nicht. Es hat funktioniert? Ich kann's ja nicht fassen. Schön, wenn das ein Erfinder was er eigenes Zeug sagt. Ja. Sehr aufregende Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und, Moment. Eine sehr wunderschöne Darstellung von Wissenschaft auf Höchstform, Ladies and Gentlemen. Okay, was sagst du, Male? Oh, das war ja richtig geil. Ich will's auch mal probieren. Hey, Chrono, wo hast denn das kleine goldige Mädel hierher? Ach, warte mal, Chrono, ich bin gleich zurück. Jetzt geht's wahrscheinlich schief, ne? Guckt euch das mal an, Ladies and Gentlemen. Wie diese Vision aus Lieblichkeit hier zu der Maschine marschiert. Geh nicht fort, ich bin gleich wieder da. Du bist da sicher? Du hast immer noch Zeit, um deine Meinung zu wechseln, Mädel. Nee, jetzt drück mal den Knopf. Oh, die Musik geht schon aus, das kann ja nicht gut gehen. Alle auf, all miteinander. Jetzt, lass uns mal einen großen Applaus geben, wenn sie wieder zurückkommt. Ja, falls. Alles ist hier immer an. Und ich fange den Energietransfer wieder an. Etwas angepisster als beim Chrono. Und? Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Und höchstwahrscheinlich ist sie die Tochter vom König. Was passiert?
Halscat, die... Hä? Oh oh. Nicht gut. Sie ist fort, aber die Halscat ist noch da. Und da ist ein ziemlich auffälliges, gruseliges Dimensionsloch oder Zeitloch oder ähnliches. Auf jeden Fall ist so ein Riss. Und sie ist fort. Das lief jetzt nicht gerade so gut. Luca, wo ist er dann hier? Die Show ist vorbei, Leute. Jetzt gehen alle wohl fort. Ja, die werden auch überhaupt nicht berichten, was sie da gesehen haben, ne? Was geht denn da ab, Luca? Wo ist er? Die Art, wie sie verschwunden ist. Nee, das kann nicht der Teleport gewesen sein. Das Warpfield ist von ihrer Halskette beeinflusst worden. Und was machen wir jetzt? Sie kommt mal so bekannt vor. Ich weiß, dass ich sie schon mal gesehen habe. Erstmal die Halskette nehmen wir vielleicht, ne? Chrono. Du machst das jetzt wirklich? Oh, was ein feiner Kerl. Hör mal zu. Ich weiß nicht, wo dich die Maschine hier schickt. Aber mir hängt kein anderer Rival. Und werden die beiden nicht dann verloren? Das ist aber unsere einzigste Hoffnung, dass die Halskette scheint der Schlüssel zu sein. Also liegt's jetzt an Chrono. Wappne dich mal davor. Alles das Thema. Und ich fange mit dem Energietransfer an. Maximale Power. Alles klar. Mehr. Gib mir mehr Power. Ja, Alter. Vielleicht springt sie noch mit rein, weil sie hat ja auch so Charakterbild für einen Spielercharakter. Jetzt hat wir uns gepackt. Und... ja. Chrono wird auch reingesaugt. Ich folge dir, nachdem ich erfahre habe, was schiefgelaufen ist. Viel Glück, Chrono. Hui. Jetzt kamen wir auch gar nicht mehr dazu, die anderen Gebiete uns anzugucken und Kohle zu farmen, um eventuell auch in den Genuss von einem Schwert zu kommen. Naja, ich hoffe, wir kommen dann zu späterer Zeit nochmal zurück hier in das Gebiet. Okay. Und wir sind irgendwo im Wald gelandet. Das sieht aber auch aus wie dieser Guardia-Wald, muss ich dazu sagen. Hallo? Was geht denn jetzt hier ab? Wo komme ich dann raus? Oh. Kleine Blaucap aus dem Tutorial. Okay, blauer Imp. Autsch, hör auf. So, schlagen wir erstmal auf den dort drauf. Der ist schon kaputt. Besonders stark sind sie nicht, ziehen dann nicht so viel ab, würde ich jetzt sagen. Ja, kann ich mich da irgendwie positionieren, oder? Ja, schlag erstmal den kaputt. So. Weg ist er. Autsch. Der hat man die Eier getreten, das zieht 5er ab. Das ist aber nicht sehr freundlich. Sieht auch aus wie der kleine Eklige, der die Zeit erhalten kann vom Ginyu Sonderkommando. 6 Erfahrungspunkte habe ich gekriegt und 3 Technikpunkte. Dazu noch 36 Goldmünze. Ja, nicht verkehrt. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es lang geht. Oh, da wird irgendwas lautstark kreischend weggezerrt. Ah. Okay. So welche seid ihr also. Okay. Dann mache ich den wohl fertig. Oh, das war ein schöner Crit mit 34 Schadenspunkte. Und drauf. Sehr gut. Die habe ich mir gut überrascht, dass die überhaupt nicht angreifen konnten. 4 Erfahrungspunkte, 2 Tech-Punkte und 24 Gold. Und dazu habe ich noch ein Level Up und habe Zyklon gelernt. Na, das probieren wir doch gleich mal aus bei irgendwelche arme Schweine hier. Einen Powerhandschuh habe ich gekriegt. Das rüsten wir doch Ammo gleich aus. Gucke, was der macht. Powerhandschuh ist bestimmt hier, ja genau. Macht die Stärke um 3 höher. Nehmen wir doch gern. Und die Power hat es auch, also die Stärke hat es einmal um 3 erhöht. Das sieht doch mal nicht schlecht aus soweit. Was gibt es dann hier? Ein Tonic. Sehr schön. Also wahrscheinlich Wasser. Im Deutsche wird es höchstwahrscheinlich mit Wasser übersetzt. Hey, mit was spielt ihr hier Fußball, ihr Mistviecher? Oder muss ich gegen das Mistvieh auch noch kämpfen? Rolli, tatsächlich. Gibt's das?
Rolli und der Beinmann. Das sind jetzt hier meine Gegner. 4 Schadenspunkte nehme ich jetzt nur noch das Level ab. Probieren wir doch mal Zyklon aus, was das macht. Oh, cool. Das scheint wohl eine Schwertechnik zu sein. Gewitter erleidet. Das ist nicht schlecht. Silbererfahrungspunkte und 3 Tech-Punkte hat es auch noch gegeben. Und 49 Goldstücke sowie ein Tonic. Oder Wasser. Nicht verkehrt. Das ist doch echt nicht schlecht. Jetzt gucke ich aber gerade mal, ob es hier in die Höhle reingeht. Da schüttelt aber der Kopf. Das will er wohl noch nicht. Eventuell später. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Hier komme ich auch nicht durch. Das heißt, ich muss ja wohl oder übel in das Gebiet rein. Oh. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Residenz. Markt. Residenz. Und Truce Inn. Truce Hotel. Truce Canyon. Zeitstellung ist mit Fragezeichen versehen. Hier war ja mal die Kerber. Das heißt, das muss irgendwie ein bisschen früher sein, weil hier sieht es etwas, ja, düsterer noch aus, etwas weniger. Deswegen schätze ich mal, dass meine Zeit zurückgereist sind. Ich gehe jetzt mal in Truce Inn rein. Wo bin ich dann? Wo du bist? Bist du dumm? Das ist das Königreich Guardia. Wir kämpfen gegen die Armee von Markus. Oh, das heißt, wir sind, glaube ich, 400 Jahre in der Zeit zurückgereist. Das müssten wir 600 nach Christus sein. Das hast du gewusst, oder? Nee. Liebreizend. Wir brauchen noch mehr ignorante Fremde wie dich hier, hä? Die 1000 Jahres Kerbe, was? Bist du verrückt? Was für ein Unsinn? Ach, die haben die Queen genau. Sie haben Königin Lene in der Berge rumlatschen sehen. Die muss ja so zufrieden sein, dass sie wieder daheim ist. Oh, dass das unser Maler ist. Die Armee vom Zauberer hat die Zenan-Brücke kaputt geschlagen. Sodass der südliche Kontinent nicht mehr erreichbar ist. Also Taverne sind ja immer mal wieder ein guter Ort, um sich Infos zu holen. Wie sieht's dann hier aus? Kostet 10 Goldstücke, ja? Aller hopp, machen wir. Aber ziemliche Wucher dafür, dass wir 400 Jahre zurückgereist sind. 10 Goldstücke. Ach ja, so ein guter Schluck Wasser nochmal zwischendurch. Das muss auch mal sein. Können wir da was aufmachen? Ja, die Box hier, der Kasten, der ist schon seit Generationen in Familienbesitz. Du kannst auch aufmachen und gucken, was da drin ist. Natürlich machen wir das. Ist aber verschlossen von einer mysteriösen Macht. Deswegen kriegen wir es nicht auf. Vielleicht brauchen wir da... vielleicht brauchen wir dich, du. Euer Hoheit hier. Komm und sprich mal mit mir. Willkommen. Die macht nur die Better. Okay, es ist nur das arme Mägdelein und nicht die Person, der die Truhe gehört. Man wüsste ja nicht als, ne? Als weiß man es nicht. Da geht's auf den Markt. Da komme ich zum Aweser. Gehen wir nochmal ins Haus rein. Das ist der die Glock herstellt gerade, die wir auf dem Jahrmarkt gesehen haben. So. Ich bin Banda der Schmied. Ich mache hier die Glock für den König und als Geschenk verseihe. Geliebte Königin Lena. Ich hab's verloren, als die Königin verschwunden ist. Aber ich hab mit mir weiterschaffen können an der Glock. Aber jetzt ist wieder an der Zeit, wie gewöhnlich weiter zu schaffen. Business as usual, das kannst du bestimmt auch. Mein Mann hätte so gerne eine Tochter, die so intelligent ist, wie sie hübsch ist. Tja. Du kannst nur hoffen, dass es wirklich passiert. Dann gehen wir nochmal hier in das Häuschen hier rein. Und was gibt's dann hier, Frau? Der Jahrtausendskerbe hier? Was redest denn du? Es ist das Jahr 600 und es ist der 21. König von Guardia, der gerade regiert. Wie ich doch richtig geraten habe, 600. Wir sind schon seit Jahren im Krieg. Wann hört denn der endlich auf? Aha, dann sind wir also wahrscheinlich hier die Helden, die den Hexekönig hier besiegen. Der Hexekönig von Angmar natürlich. Sowas. Oh, schöner Ritter hier. Schön gerüstet. Du schließt dich an, um gegen die Armee vom Hexer zu kämpfen. Wunderbar.
Aber vergiss nicht, dich auszurüsten mit Waffe, die dir kaufen kannst. Keller, die nur an der Fenster vorbeigucken und glotzen. Was willst du denn? Okay, was will ich dann? Iron Blade habe ich schon. Dart Gun, da habe ich niemanden, der es tragen kann. Karate Gi, das könnte auch sie tragen, aber da habe ich nicht die Kohle dafür. Nee, ich habe leider echt nicht die Kohle dafür. Iron Blade habe ich aber schon, glaube ich. Nee, das kann man damit aufrüsten. Die zwei Dinger hat er aber schon. Ja. Iron Blade. Ja, danke. Du ebenfalls. Ich muss gerade mal gucken. Was haben wir dann Ja, wir haben immer noch dieses dämliche Holzschwert ausgerüstet. Du müsstest gegen ein paar mehr Gegner kämpfen, um mal dieses Eisenschwert leichter zu können. Ist halt schon recht teuer hier. War hier noch irgendwas? Nö, hier war nur der Markt. Und ansonsten, nö, war hier nix. Okay. Ja, die Brücke ist kaputt. Das heißt, unser Gebiet ist hier doch ziemlich limitiert. Die 10-An-Brücke, gucken wir uns sie doch mal an. Oh, aber wie schön das auch gemacht ist hier mit einer Wolke und mit einem Sonne-Uff- oder Untergang. Also das ist ja richtig toll gemacht. Das hat ja schon fast Terranigma-Qualität hier. Die Brücke wird repariert, weil die Armee vom Hexers kaputtgeschlagen hat. Aber wenn Sir Cyrus zurückkommt, kämpfen wir gegen die Armee vom Hexer. Zäh und Nachel. Herrgott doch mal, gewittertuner Keitel noch einmal statt Tooth and Dane, sag ich jetzt, gewittertuner Keitel. Ich nehme an, das sollte wohl so eine Art Fluch oder sowas sein. Gehen wir erstmal zu dem hier. Was ist dann das? Die Kathedrale. Ja, sind wir mal ein bisschen fromm. Ku Klux Klan ist auch hier. Ah, nee, das sind nur Nonnen mit Schleier. Ich dachte, das wären so Gespenster aller Ku Klux Klan. Wir wollen nichts anderes als der Weltfriede. Oder ein bisschen von der Welt. Okay. Du magst vielleicht hier bleiben, um da die Orgel anzuhören. Das ist richtig gut. Die Leute wüssten nichts mit sich anzufangen in einer wirklich friedvolle Welt. Aber, das wäre jetzt sehr deliziös. Ich meine, wunderbar aussehende Menschen. Irgendwas stimmt mit der Nonne hier nicht. Oh je. Es sieht aus, als könntest du ein bisschen essen und einen Ort zum Raste gebrauchen. Ihr seid mir irgendwie nicht so geheuer hier, ihr Betschwestern. Kann ich da auch wieder rausgehen, ohne dass ich hier zerfleischt werde? Ja, danke schön. Das ist schon etwas gruselig bei euch. Dann gehen wir uns doch mal die Königin angucken. Durch den Guardia-Wald. Was steht dann hier auf dem Schild drauf? Der Wald führt nach Norden, nach Guardia Castle. Beziehungsweise nach Schloss Guardia. Wobei Guard heißt ja auch Wache, nur Schloss Wachia. Nee, komm, das ist so Quatsch-Übersetzungen mache ich erst gar nicht. Eigenname werden einfach beibehalten. Oh, ein grüner Imp. Und 2 Rolli und der Beinmann. So, jetzt machen wir mal auf beide hier. Nee, streckt mir die Zunge raus, du ekliges Vieh. Ah, ich hätte es auf den in der Mitte machen sollen, glaube ich. Oh, der grüne Imp, der hält ein bisschen mehr aus. Jetzt streckt er mal wieder die Zunge raus, der Wicht. Machen wir erstmal den Rolli noch kaputt, weil die scheinen wohl nicht so viel auszuhalten. Zack. Jawohl. Und auf den Grünling noch drauf. Nimmt das Yoda. Ich hoffe, das gibt jetzt richtig Geld. 10 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte und 74 Goldstücke. Nicht schlecht, sowie auch noch ein Wasser. Sehr cool. Oh, hier glitzert sowas ganz unauffällig. Oh, jetzt wird's aber... Uiuiui, jetzt haben wir aber wirklich... Jetzt haben wir aber wirklich eine Herausforderung auf beide. Ich hoffe, das trifft zumindest die... Macht die Viecher kaputt. Ui, das hat sogar alle kaputt gemacht. Nicht schlecht. 10 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte und 80 Goldstücke gibt's. Nicht verkehrt. Aber hat uns das irgendwas gebraucht, dass der Steg glitzert? Nö, anscheinend nicht. Oh, ein Power-Tab habe ich gefunden. Was auch immer das ist. Gucken wir uns das doch mal an. Aber Sternuntersuche scheint sich auszuzahlen. Ist das irgendwie, diese Steuerung. Oder ist das irgendwie hier was ich ausrüsten kann? Power-Tab? Nö. Kann ich nicht. Da muss es irgendein anderer Gegenstand sein. Irgendein Item. Power-Tab. Ah, erhöht die Stärke um 1. Das ist ja mal geil. Klar kriegt das Chrono.
Das ist hier unseren, Chrono ist ja immer hier unseren Kämpfer hier. Natürlich wird er aufgepowert. Cool. Coole Sache. Also merke, Steine und Asura. Das hat wohl das Aussage wollen, dass hier der Stärke glitzert hat. Oder so blau geblinkt hat. Von daher... Ich finde aber auch die Gegnerbegegnungen hier ziemlich cool gelöst, muss ich sagen. So, jetzt riskieren wir mal ein bisschen mehr Treffer. Und machen dafür, verursachen weniger MP. Also, verbrauchen weniger MP, so rum. Ach ja, so als Zeitreisender hat man es nie besonders leicht. 3 Rollis kaputt gemacht. 9 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte und 75 Goldstücke sowie ein Wasser. Sehr schön. An die Heilgegenstände könnte ich mich echt gewöhnen. Ich finde es aber... Ui, da ist bestimmt noch ein Gegner drin. Oder? Jawohl. Huch, was ist denn das? Ah, das Monster hat ein Shelter fallen lassen. Ein Unterschlupf, könnte man sagen. Okay, das heißt, die verdächtige Büsche sollten wir auch nochmal uns angucken. Und so kommen wir auch zu kleine Gegnerkämpfe noch. Das ist auch nicht verkehrt. Okay. Dann auf Rolli-Reiter drauf. Ja, die scheinen wahrscheinlich 2 Schläge auszuhalten. Aber da ich offenbar einen Kampfvorteil habe, konnte der Ende nicht angreifen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und der ist irgendwie stehen geblieben. Der will nämlich weitermachen, oder was? Ich nutze es mal zu meinem Vorteil aus. Zack, jetzt ist er weg. 10 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, 80 Goldstücke. Ohne Level habe ich noch gekriegt. Sehr, sehr cool. Ich denke, die Kämpfe sollten wir beibehalten, weil das Leveln lohnt sich in jedem JRPG bisher, finde ich. Also generell in solche RPGs aufleveln bringt immer was, finde ich. Blaue Adlerchen haben wir jetzt anscheinend hier. Oh, die können wohl auch eine Technik oder ein stärkerer Angriff. Ist die Wand da. Sollten noch schnell loswerden, die Viecher. Und nur noch sollte ich auf jeden Fall mal ein Wasserei schmeißen. Aber mehr als 30 Lebenspunkte scheinen die wohl nicht zu haben. Ah, das war ein Fehlschlag. Haha, nimm das, blaues Adlerchen. Zack. 9 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 96 Goldstücke und einmal Heilen haben wir noch gekriegt. Sehr cool. Tonic nehmen wir jetzt mal ein. Das heilt um 50. Okay. Bräuchten wir jetzt schon 2 Tonika, um uns, oder 2 Wässerle, um uns zu heilen. Um uns vollständig zu heilen. Aber ich muss sagen, mir gefällt das Spiel ziemlich, was die Gegnerbegegnungen angeht, was das Kampfsystem angeht, was generell auch hier die Gestaltung angeht, ist wirklich schon richtig schön gemacht. Da kann man echt nicht meckern. Ach, das Ding ist mit einer mysteriösen Energie versiegelt. Sackgasse voraus. Okay. Na gut. Wir müssen anscheinend diese mysteriöse Kraft ausschalten, dass wir uns die 2 Truhe geben können. Und hier geht's noch Guardia Castle. Kein Durchgang. Naja, ich gehe trotzdem mal durch. Aber ich würde sagen, bevor wir hier reingehen, mache ich an der Stelle hier auf der Weltkarte 600 noch Christus, mein Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.